Alle reden, keiner sagt dir jetzt. Komm, Jetzt sag redet denen mal. Jetzt redet wir. Ein neuer Tag, eine neue Folge. Jetzt redet wir. Heute mit dem MC Hero. Was geht miteinander? Danke für die Einladung, Bro. Brudi, danke, bist du gekommen. Ja, ihr kennt ihn. Durch seine Musik, durch seine Präsenz. Man kennt einfach den Semir, wenn man in Zürich verkehrt. Die meisten, denke ich, kennen mich. Genau. Aber auch schweizweit, Bro. Eben deine Musik. Ich würde sagen, erfolgreicher denn je. Ja, Bro, ich kann wirklich nicht klagen gerade. Es ist gut am Laufen, wir sind mega happy. Geil. Das Jahr, glaube ich, mega viel umeinander gewesen, Touren, Open Air. Viel umeinander gewesen. Du bist auch 1-2 Mal mitgekommen, Bro. Genau. Viel umeinander gewesen, es war wild gewesen, Bro. Ich habe mal die ganze Schweiz gesehen, so auf der, fast die ganze Schweiz, sagen wir so. Aber Bühnen in der ganzen Schweiz haben wir gespielt, ja. Was sagst du, Zürich immer noch Nummer 1? Bruder, ich muss sagen, Zürich ist immer noch Nummer 1. Schon, gell? Ich schwöre. Das sage ich jetzt nicht. Das sage ich jetzt nicht nur als Zürich-Patriot, sondern es ist wirklich so halt, dass da irgendwie die Energie am meisten ist. Ich weiß nicht, ob es jetzt halt, also natürlich liegt es daran, dass mich halt da die meisten Leute kennen, aber ich habe das Gefühl, die anderen Städte sind ein bisschen zurückhaltend, Bro. Ja. Weißt du, ich meine, also das Publikum ist überall abgegangen. Gampel war auch geil, obwohl das im Wallis irgendwo ist. Ja, weißt also du? zusammen gewesen, ja. Und trotzdem sind alle abgegangen. Aber Zürich sind halt richtige Rager, Bro. Ja. Die drehen durch, Bro, zünden eine Fackel nach der anderen, machen Moshpits, Bro. Dann ist es egal, ob sich etwas brechen. So kommt es mir ab und zu vor. Wenn ich von oben schaue, Bro, ey, was ich alles gesehen, Bruder. Leute nehmen Anlauf von dort hinten für einen Moshpit. Papp, 2 gehen runter, stehen wieder auf. Einfach weiter. Es ist Kino, Bro. Es ist Kino. Und ja, darum, Brett, Zürich ist, glaube ich, schon immer noch Nummer 1. Fix. Eben, ich bin ja nicht in Zürich geboren. Ich bin von Deutschland. Am Anfang, Bruder, ich sagte dir, ich hatte hohe Mühe mit der Schweiz. Jeder hat gesagt, sag mal Küchenkästchen. Ich habe mir gedacht, amigo, was sind das da für Dorfbewohner, wenn du von Deutschland kommst? Kann ich mir vorstellen. Dann von Kloten irgendwann bin ich auf Zürich gezogen, Bro, und ich habe gedacht, ich bin angekommen. Und ich sage dir heute, eben Schweizerdeutsch ist auch schon drin, ich könnte von Zürich nie mehr weggehen, Bro. Same, Bro. Same. Für mich auch schwierig zu denken, dass ich mal da weggehe. Vor allem, weil da ist halt alles so nahe beieinander, Bro. Ja. Weißt du, was ich meine? Und Voll. wenn du ein Zeitchen da bist, du lernst schnell alle kennen, laufst dort hast du den Türk im Lädeli, wo du das holst, dort hast du das, wo das ist. Das ist halt geil. Und etwas wollte ich noch ansprechen. Der Hakan hat einen Applaus verdient. Ich sage euch wieso. Er ist der einzige Deutsche, den ich kenne, der Schweizerdeutsch angefangen hat zu reden. Bruder, ich schwöre, ich kenne keinen. Ich habe in der Fabrik gearbeitet, Bro. Bei der ABB, ich habe in der Fabrik gearbeitet. Das ist fast ein Zeitchen her. Aber ich weiss noch, Bro, dort hat es sehr viele Deutsche gehabt. Und ich frage sie, seit wann sind da? Und ein paar sind seit 15, 20 Jahren da. Keiner hat geswitcht. So. Ja, Alle ja. haben ihre Hochdeutsch weitergezogen. Du bist der Einzige, den ich kenne, der geswitcht hat. Danke, Bruder, danke. Ich finde, es ist auch ein bisschen Integration, ehrlich gesagt. Ich finde, sollte man schon Schweizerdeutsch sich aneignen. Es ist auch, du kommst auch gemütlicher durch, Mann. Mich triggert es maximal, wenn ich mit Deutschen rede und sie reden Hochdeutsch. Ich sage dir ehrlich. Am Anfang habe ich es selber gemacht, aber jetzt denke ich mir so, wenn du schon ein paar Jahre da bist, red doch Schweizerdeutsch, Mann. Ja. Schwester. Ich verstehe halt auch die es nicht machen, weil wir verstehen sie ja auch so. Weißt du, was ich meine? Und das ist auch der Gedanke, den sie haben. Wir verstehen sie ja auch so. Ja. Aber das Hässlichste ist, wenn Leute kein Schweizerdeutsch können und so gebrochen von Hochdeutsch auf Schweizerdeutsch. So, Probieren. das Grusige, ja, das Grusige. Ja, so tönt es bei mir, aber wenn ich von Hochdeutsch rede, Schon. kann ich bitte 2 Bier haben? Nein, schon so übertrieben, aber wenn ich ab und zu wegen Studio-Sessions und so in Deutschland, Berlin sind wir ab und zu. Und Bro, ich fühle mich ab und zu ein bisschen komisch, wenn ich anfange zu reden. Ja. Ich weiß ja, wie es tönt, wenn ein anderer
von der Schweiz probiert Hochdeutsch zu reden. Ein paar können es super gut, aber bei ein paar tönen es halt immer noch mit dem Schweizer Akzent. Ja, genau. Das können wir ja so machen. Genau. Gellen Sie. Und ich habe immer Angst, dass es bei mir genau so tönt. Und ich denke immer, schau, jetzt der deutsche krasse Rapper, der vor mir steht, denkt jetzt sicher, schau, wie er redet, man. Was ist das für ein Spaß? Checkst? Und dann hören deine Musik und denkt, okay, doch nicht. Dann merkt der er, Bruder das ist ist Straße. Dann sagt er, ich bin glaub, das passt. Ja, genau. Ja, wenn wir bei Zürich sind, wie du sagst, Bro, du kennst dann irgendwann überall die Leute. Wir haben uns auch durch Kollegen kennengelernt, durch den Bass sicher, ist so unser Verbindungsstück. Shoutout Bass, bra! Shoutout zu Bass, wirklich ein herzensguter Mensch, geiler Sieg. Dann im Gym, im Lions Soul, haben wir so angefangen, ein bisschen zu connecten. Und dann eben mal bin ich ins Studio gekommen, mit dem Emrah zusammen. Dann Opener Frauenfeld bin ich gewesen. Bruder, ich muss sagen, ich bin noch nie an einem Open Air gewesen. Okay, Und Premiere. Premiere und dann noch gerade all-inclusive. Ihr habt mich gerade mitgenommen Backstage und so, Bruder, ich habe gelebt wie ein König dort. Geil, Bruder. Die Show war maximal gewesen, eben auch mit diesen Pyros und so, Bruder, als wärst du an einem FCZ-Match. Bro, es gibt mir jedes Mal Stadion-Feeling, Bro. Ich So. schwör, ich liebe es, Mann. Ich liebe es einfach. Ich liebe am meisten, wenn ich, bevor ich auf die Bühne gehe, wenn ich schon den Rauch schmecke. Okay. Dann weiss ich, okay, let's go. Ich bin daheim, jetzt Ich geht's bin ab. daheim. Und dann sind wir Gampel auch zusammen gewesen. Bro, das war maximal lustig gewesen. Viel gelacht, Bro. Viel gelacht. Wir haben im Hotel sind wir zurück dann angekommen, nach der Show. Eben der Loco, Drini, du, Emrah, ich sind, glaube ich, dort übernachtet. Und dann haben wir so Hunger bekommen. Wir hatten nichts gehabt. Bruder, was haben wir gemacht dort? Schnell für euch, dass ihr checkt, wie wenig wir überlegt haben. Wir haben gemeint, wir sind in Zürich und es gibt 24 Stunden Essen und was auch immer. Wir sind vom Festival, irgendwann, welche Zeit sind wir gegangen? Wir sind vom Festival am 10 Uhr Abend. Etwa, ja, Bruder, Etwa am 10 Uhr Abend haben wir gesagt, komm, gehen wir ins Hotel. Und dann kommen wir im Hotel an, kriegen Hunger. Das Hotel hat keine Rezeption. Es hat keinen Selecta, wo kannst du irgendetwas rauslassen. Es hat eigentlich einfach nichts. Gar nichts. Gar nichts. Und wir sind nur bewaffnet mit Zigaretten und einer Flasche Captain Morgan. Das ist das, was wir gehabt. Und wir haben gesucht, wir haben das ganze Hotel abgesucht. Thermalbad sind wir gegangen, hat es dann einen Select-Automat. Irgendwann schreit einer, da hat es einen Automat. Wir uns am freuen, was war Ziggy-Automat? Ja, schon. Und wieso wir zum Beispiel Spa gegangen sind, durchsuchen. Ihr wisst ja, beim Spa gibt es meistens so Willkommenstheke mit Äpfeln und Bananen und so. Wir sind ins Spa gegangen und gehofft, dass es ein paar Bananen und Äpfel hat dort. So tief sind wir gesunken, Mann, ich schwöre. Ja. So, da seht ihr, so kann das Leben aussehen von einem Rapper. Nach der Bühne kommt er ins Hotel, hat nicht mal etwas zu essen, Pitch gemacht. Eben. Und Aber wir haben es gleich lustig gehabt. Bruder, es war maximal lustig. Ich habe wirklich voll den Applaus gehabt. Es war eine geile Konstellation. Und ich habe dich dort noch mal ein bisschen kennengelernt, Bruder. Ich sage dir ehrlich, so, wenn man dich sporadisch kennt und auch deine Musik, ist klar, so der harte schweizerdeutsche Rapper. Dort habe ich dich richtig kennengelernt. Ich habe gemerkt, Bruder, du bist ein maximal angenehmer Mensch. Du bist ein mega ruhiger Mensch. Du bist aber auch voll Party, ich bin wie da. Aber so das Agro und das ist... Kann man das so sagen? Das ist eine Rolle wie von deiner Musik. Also deine Vergangenheit, wo du so wie ein bisschen erzählst. Aber du bist nicht der Rüpel, der jetzt auf die Straße geht. Und ich finde das mega wichtig, dass Leute das wissen. Und einfach fremde Leute anficken. Klar, wenn jemand dir auf den Schlips tritt, auf den Schuh steht, ja, das ist etwas anderes. Ja. Aber du bist ein mega friedlicher Mensch. Und das habe ich dort ist mir das nochmal vor Augen geführt worden. Danke, Bruder. Kann ich zurückgehen, nur? Dankeschön, danke. Bro, wie soll ich sagen? Ich würde nicht sagen, dass das eine Rolle ist. Aber ich würde sagen, ich bin ein bisschen am Boden angekommen. So. Ja. Ich bin, glaube, das liegt an dem, dass ich seit ein paar Jahren einfach zufrieden bin, Bro. Und vor dem bin ich halt unzufrieden mit allem. Und ich habe das Gefühl, wir Menschen, sobald wir unzufrieden sind mit allem, dann tun wir uns haben wir so einen Schutzmechanismus. Und dann geht mir eben in die Rolle so. Weißt du, ey, geh weg, wa. Ich bin auch mal so gewesen. Ich bin froh, bin ich seit längerem nicht mehr so. Aber ja, Bro,
ich habe jetzt halt gemerkt, dass es keinen Sinn macht, Bruder. Ja. Es macht einfach keinen Sinn, Bro. Ich habe jetzt im Nachhinein gemerkt, dass ich mir eigentlich jeden Tag ein Hindernis selber gelegt habe, Ja. wenn ich mit dem Mut raus bin. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und es geht nicht darum, dass ich hässig bin, weil ich meine, damit mich Leute ernst nehmen oder so. Weißt, es gibt ja auch die extra hässig tun, Genau. zum ernst genommen werden, Ja. oder? Bei mir war es nicht so, sondern es ist wirklich wie ein Schutzmechanismus gewesen, weil ich gemeint habe, die wollen alle nichts Gutes für mich, weißt? Zu dieser Zeit hat auch noch niemand richtig an meine Musik geglaubt und so, wo ich so ein Unangenehmer war, sagen wir mal so. Und so viele Faktoren haben sich jetzt geändert halt und alles spricht eigentlich dafür, dass meine Zukunft gut wird aussehen und darum sehe ich gar keinen Grund mehr, so durchs Leben gehen. Ja. Was ich meine? Ja, fix, verstehe ich. Ich erzähle darum, meine Songs haben den Inhalt, wie sie haben, halt, weil ich auch viel Scheiße gefressen habe und nicht immer alles schön war. Und darum spreche ich das aus. Ich habe immer noch Sachen im Kopf, die mich beschäftigen von früher. Ich schreibe die aber auf und mache die Songs, Bro. Und ich kann so happy durchs Leben gehen, Bro. Weißt du, was ich meine? Mich respektieren immer noch gleich viele Leute, auch wenn ich nicht nur böse schaue. Ja. Und ja, Bro, mit dem machst du es viel einfacher im Leben, wenn du einfach mit einem guten Vibe durchs Leben gehst, statt mit einem defensiven Vibe. So. Aber eben, ja, wie soll ich dir sagen, Bro? Ich verstehe die Leute, die nicht schaffen, aus sich rauszukommen. Die sind halt unzufrieden, sehr wahrscheinlich mit sich selber. Und die müssen schauen, wo sie den Knoten lösen müssen, dass das nicht mehr so ist. Und bei mir ist es ganz klar, der Knoten war dort, weil ich nicht gewusst habe, wie es mit mir weitergeht, Bro. Ich hatte private Probleme, Bro. Spielsucht noch, dies, das. Und irgendwann habe ich den Knoten gelöst, weil ich gecheckt habe, okay, ich muss mich jetzt einfach konzentrieren auf die Musik. Ich glaube, das ist es. Und dann, wo 2022, wo Sony dazugekommen ist und alles, wo ich gemerkt habe, ey, das hat Hand und Fuß, was ich mache, das kann Erfolg haben, das hat mich, glaube ich, dann auch komplett geswitcht zu dem happy, lockeren Typ, der ich heute bin. Ich sage es immer wieder, das ist nicht gescriptet. Ich habe mir aber 5 Minuten bevor der Sam schon kam, habe ich mir Fragen aufgeschrieben, einfach weil mich das interessiert und weil ich das nicht vergessen will. Weil eben, wer meine Podcasts schaut, sieht das. Wir fangen bei einem Thema an und enden dann bei einem ganz anderen. Bruder, ich habe ein Zitat gehört. Und mir gefällt der mega. Und ich würde einfach in den Raum rühren und vielleicht willst du etwas dazu sagen. Gerne. Schmerz führt zu Kunst und Kunst enthüllt die Wahrheit. Strong, Bruder. Gell? Bruder, ich habe Hühnerhaut bekommen. Strong. Der ist wirklich strong, Bro. Das ist vor allem für uns Musiker macht der mega Sinn. Gell? Weil es ist ja das, oder? Du verarbeitest ja deine Probleme, deine Sorgen, deine Vergangenheit in deinen Liedern, oder? Das merkt man ja auch. Mit dem neuesten Album, das eigentlich, also ist es ein bisschen länger her, merkt man auch, du hast schon mega persönliche Tracks gemacht. Also länger her, April. April, ja. Also gar nicht, dass irgendwie, jetzt mach mal wieder eins, gar nicht wegen dem. Nicht, dass Leute denken, so, wir haben das im April aufgenommen, die Folge. Ja, und da merke ich persönlich, dass deine Musik ein bisschen anders geworden ist oder reicher geworden ist, Bruder. Weil es ist zum einen Teil sicher so, dass Bruder, dein Sound geht einfach ab, wenn ich ins Training gehe. Wenn ich sage, zum Beispiel mein absolutes Lieblingslied ist Real Shit. Geil. Ich liebe das übertrieben. Bevor ich ins Training gehe, das höre und eine Passage, das was für Bankkarten, Geld unter Matratze, wenn nicht mit Rap, dann mit 600 Watt Lampe. Bro, next level. Geil. Jedes Mal bin ich im Auto am Schreien. Ich schwör's dir, brutal. Brutal. Sorry, noch schnell zu dem. Ich finde das Zitat finde ich mega gut. Vor allem bei mir macht das halt mega Sinn jetzt, das trifft gerade hure zu, weil meine Songs sind eigentlich wie Real Shit auch. Sind fast alle Storytelling. Ja. Ich erzähle eigentlich nur über den Alltag oder über das Problem und über den Struggle und das macht Kunst sozusagen. Fix. Weil es ist auch authentisch, Bro. Ich finde bei Musik nicht wichtiger als Authentizität. Wenn ich das
höre, ich dich sehe und ich die zwei Bilder einfach in meinem Kopf zusammen kann tun. Es passt einfach wie zusammen. Ja. Und es ist nicht so irgendeiner, keine Ahnung, der jetzt Jurastudium gemacht hat, der mit Rosenblättern beworfen ist und er erzählt mir etwas wegen Drogendeals oder wegen in Hubs kommen, denke ich mir auch, kann ich ein bisschen mal ruhig halten. Ja. Und das ist einfach nur Cash machen. So. Aber ich denke, Bro, der Erfolg ist auch wegen dem gekommen. So, es gibt wie nicht einen anderen Künstler in der Schweiz, wo man kann zu mir zuordnen kann, wo das so kann aussprechen, so ehrlich über kann bringen und dass es trotzdem noch geil tönt. Alle Rapper, die sich verstellen, oder allgemein Musiker, die sich ein bisschen verstellen und nicht ihre eigene Persönlichkeit in ihre Musik bringen, Bro, die werden es schwer haben mit erfolgreich sein. Oder die werden das nicht können heben. Ja, ja. Denke ich. Bro, ich unterschreibe das. Ich mache kurz den Schwank zu meinem Job. Eben, ganz andere Welt. Ich arbeite im Gefängnis. Ich leite den medizinischen Dienst dort. Ich sage den Mitarbeitern immer, wenn ihr euch verstellt, wird das keine Früchte tragen. Die Leute checken das. Weil verstellen kannst du dich ein paar Tage, Wochen, Monate, vielleicht ein Jahr, aber irgendwann zerbröckelt das. Und die Leute vergessen das. Das ist ja dein Job, Bruder. Du machst das ja eben, als Beruf. Und wenn du dich dann verstellst, irgendwann wird das zerbröckeln. Irgendwann wird das zerbröckeln. Safe, Bruder. Irgendwann wird... du wirst dich selber verraten. Ja. Weißt du, was ich meine? Dass du das gar nicht bist, Bro. Und dann alles, was du aufgebaut hast, Bruder, geht dann zusammen, Bro. Ja. Bro, eine andere Frage hat noch mit dem Thema zu tun. Es gibt doch auch sicher Tage, die dunkel für dich waren. Es gibt doch sicher auch Tage, wo du denkst hast, soll ich es anrühren, kann ich noch, wo du einfach am Ende von deiner Kräfte wie warst. Was hilft in diesem Moment dir, dich dann wie rauszuziehen aus dem Sumpf und zu sagen, hey, ich muss wie weitermachen? Weil, wie du gesagt hast, am Anfang ist ja kein Erfolg. Am Anfang ist nur Arbeit, 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 Arbeit und es kommt selten bis nie etwas zurück. Was gibt dir den Pace, weiterhin einfach wie zu machen und heute an dem Tag wie anzukommen, wo du heute bist? Bro, ich muss sagen, bei mir ist es halt, ich musste Musik machen, ich musste Text schreiben, Bruder, zu mich ein bisschen ablenken von dummen Gedanken, Bro, keine Ahnung. Ich bin amigs daheim, auch heute noch. Ich bin amigs daheim, ich stelle einen Film ein, aber ich schaue den Film nicht, sondern bin einfach in Gedanken irgendwo. Ja. Und ein paar Mal sind das auch voll schlechte Gedanken, negative Gedanken. Aber ich habe gemerkt, wenn ich die Gedanken einfach nur in meinem Kopf kreisen lasse, dann zieht mich das ab. Ja. Aber wenn ich die Gedanken aufschreibe und sie auf ein Beat packe, dann dann zieht mich das nicht ab, Bro, sondern dann lenkt mich das. Es ist schwer komisch eigentlich. Ich tue mich voll mit dem Thema befassen, wo mich gerade voll fickt oder kann ich gerade voll abdruckt. Aber gleichzeitig, während ich mich mit dem Thema befasse und einen Text schreibe, flüchte ich von dem an. Weißt du, okay. wie ich meine? Ja. In der Zeit, wo ich mich mit dem Thema auseinandersetze und den Text schreibe, bedrückt mich das nicht. Und darum, ich habe nie aufgehört zu texten, Bro, weil ich habe so mich meine Probleme gestellt. Auch wenn ich hässig bin auf dich zum Beispiel, das ist jetzt einfach ein Beispiel, aber ich bin hässig auf dich, Bro, du kannst ich kann jetzt entweder heimgehen und so chillen und sagen, der Hakan, der scheiß Hakan. Irgendjemand Leute da und sagt mir, komm raus, ich gehe raus, aber bin so, der scheiß Hakan. Oder, Bro, ich nehme einen Beat laufen und schreibe auf, Hakan, du scheiß Typ, Mann. Was denkst du? Checkst, Bro? Dann kann ich mich vielleicht sogar noch in einen guten Vibe bringen, indem ich dich fertig mache in meinen Text, Bruder. Ja. Und das hat dazu gebracht, dass ich nie aufgehört habe. Und irgendwann hat es einfach angefangen zu ernten, Bro. Ich mache seit 20 Jahren Musik. Ich habe mega früh angefangen Musik zu machen. Ich habe meinen ersten Song also aufgenommen, vielleicht so mit 13, 14 auf MySpace released damals. Okay. Und ich habe einfach nie aufgehört, Bro. Ich habe nicht so viel Unterstützung gehabt damals. Heute sieht es viel anders aus, ganz anders aus. Ich bin froh gewesen, die Leute, die mich damals unterstützt haben, die mich in ein Studio gebracht haben und alles, für das bin ich mega dankbar. Aber eben, bei mir hat halt nie jemand das Gefühl gehabt,
der hört jetzt auf oder der macht das nur so sporadisch, sondern ich bin immer dahinter gestanden, wo noch kein anderer dahinter gestanden ist. Jetzt kommen 1000 Leute und stehen dahinter oder sagen, sie sind immer dahinter gestanden. Ja. Aber das war nicht so. Aber das frustriert auch nicht. Bruder, frustriert, aber muss nicht heißen, Bro. Ich lache darüber so. Okay. Ich lache darüber. Ich bin, wie gesagt, Bro, ich lache darüber und bin. Ich lache auch ab und zu darüber, wie ich früher war. Weißt du, was ich meine? Ich mache mir ab und zu Beispiele. Ich denke mir heutzutage, oh, wer der Idiot jetzt 2 Jahre vorher mir das sagen kann. Ich hätte ihm ganz andere Antwort gegeben. Okay. Und dann lache ich darüber, hey, schau, was für ein geiles Sicht du geworden bist. Jetzt hast du ihm so deine Antwort gegeben, hast du ihn nicht mal direkt fertig gemacht, aber gleich hast du ihn irgendwie ein bisschen gekränkt und du bist zufrieden und laufst weiter. Ja. Und das bedeutet viel mehr, Bro. Anstatt dass eben, wie früher, Bruder, hässig bist, ihn anschreist, vielleicht noch Ohrfeige ist oder etwas. Dann laufst du weg, immer noch gestresst und mit Hass. Ja. Aber wenn du so ein bisschen Eier spielst mit ihm, deine Meinung so gesagt hast und weiterlaufst, dann bist du am Schmunzeln. Schmunzeln weg am Laufen und nicht hässig am Weglaufen. Ja, und das zeigt dann mehr über dich aus als über ihn. Ja. Genau. Weil Ohrfeige geben ist nicht schwierig, Bro. Jeder kann Das kann Ohrfeige jeder, geben. ja. Das kann jeder. Aber mit den Konsequenzen leben kann nicht jeder. Das ist es. Das ist es. Ich würde das gerne ein bisschen da fachlich unterbuttern, was du gesagt hast, mit dem, du schreibst einfach dann weiter in Text. Also irgendwie lenkst dich damit ab, aber du bist auch voll wie bei diesem Thema. Und das ist auch wirklich Beleid in der Psychiatrie. Du musst, wenn du ein Problem hast, nicht einfach darüber nachdenken, weil es ist wie ein Rattenschwanz, Bro. Du kennst es. Der regt dich auf, dann regt dich das auf, dann vergisst du das Erste, aber irgendwann kommt dir das wieder in den Kopf. Und dann ist es wie so ja, Kreislauf, Bruder. genau, so ein endlos. Teufelskreis, ja. Genau, das Wort habe ich gesucht. Ein Teufelskreis, der einfach wie nicht aufhört. Aber indem du dich damit beschäftigst und konstruktiv damit umgehst, verarbeitest du wie die Gefühle. Und es ist beides nicht richtig, wenn du in diesem Sud chillst oder wenn du es einfach wegschiebst und sagst, ich denke nicht darüber nach. Sondern, so wie du sagst, du machst es mit der Musik, man kann es ja auch anders machen. Ich sage immer, es ist brutal gut, wenn du ein Problem hast, Bruder, nimm ein Blatt Papier und schreib darauf, was dich stört. Weil dann ist es mal irgendwo deponiert. Und es schwirrt nicht mehr so unkontrolliert in dem Kopf wie umeinander. Weißt du, wie ich meine? Auch mit jemandem darüber reden, mit der richtigen Person darüber reden, das hilft. Also jetzt jemand, der nicht Musik macht und nicht Texte und das wird machen, ich glaube, auch mit der richtigen Person darüber reden, Bro, kann so viel Kopfschmerzen lösen. Extrem, ja. Und wichtig auch mit dem eben das richtige Umfeld suchen und sich mit dem richtigen Umfeld auch wie umgehen, oder? Ja. Und nicht so die People-Pleaser oder eben die sagen, ey, Semir, ich habe von Anfang an gewusst, du schaffst. Aber du weißt ganz genau, vor 3 Jahren, vor 5 oder 10 Jahren, wo noch nicht gelaufen ist, er hat dir die ganze Zeit gesagt, Bruder, hör auf, es bringt eh nicht. Was machst du? Spinnst du eigentlich? Was versuchst du? Genau. Aber Bruder, ich habe auch etwas Unmögliches fast geschafft. So. Weißt du, was ich meine? Ich kann es diesen Leuten nicht mal übel nehmen, wo mir damals gesagt haben, hey Bro, wir sind in der Schweiz, wie wirst du mit Gangster-Rap da? Ich kann es denen nicht mal übel nehmen. Aber ich habe schon dort gewusst, dass ich reissen wird, bra. Und da sind wir jetzt. Jetzt redet der Semir, bra. Bruder, ich mache da kurz einen Spick. Das finde ich auch spannend, ich frage das mega gerne nicht. Wie würdest du dich selber in 3 Wörtern beschreiben? Haiwan? Ich wollte ein grosses Herz sagen, aber das sind 2 Wörter. Ja, das zählt auch, Bruder, sicher, ja. Sicher. Haiwan, grosses Herz und zielstrebig, Bruder. Ja. Zielstrebig, ganz, das ist ganz klar. Ich Ja. bin so einer, Bro. Ich brauche immer Ziel im Leben, Bro. Und dann, ich brauche immer etwas, auf das ich mich fokussieren kann. Ja. Wenn ich keinen Fokus auf etwas habe, bin ich verloren, Bro. Ich muss immer, zum Beispiel vor kurzem, ich weiss noch, wir haben gesagt, Opener Frauenfeld, Bro, grosse Bühne. Wir haben eine kleine Bühne in Opener Frauenfeld gespielt. Dann haben wir so, wir müssen auf die grosse Bühne. Dann haben wir die grosse Bühne geschafft. Dann haben wir gesagt, wir müssen den letzten Grund füllen. Wir müssen das Stadion füllen. Dann haben wir den letzten Grund gefüllt. Jetzt haben wir das nächste Ziel. Und arbeiten auf das hin.
Ich glaube, für jeden Menschen ist es wichtig, dass er irgendetwas hat, wo er hinschafft. Sonst lebst du einfach im Tag rein, Bro. Ja, aber das kann nicht gesund sein. Das kann nicht gesund sein. Weil wir wissen nicht, was nachher ist. Das weiß niemand. Keiner ist gestorben, ist zurückgekommen. Und darum, ich bin auch der festen Überzeugung, wir brauchen Ziel, dass wir einfach weiter leben, man. Dass wir im Leben stehen mit beiden Beinen. Hast du noch Bro? Kannst du mir noch rein tun, gerne, Bruder. Und darf ich fragen, was ist das Ziel jetzt? Oder du kannst auch sagen, Bruder, das ist Geheimnis. Bruder, mein Ziel jetzt ist, einen krassen Hit rauszuhauen, wo nochmal ein ganz anderes Publikum catcht. Das ist mein Ziel. Mit dem bin ich mir jeden Tag den Kopf am Ficken, Bro. Ich habe jetzt sicher schon 7 oder 8 Songs aufgenommen und wieder gelöscht, weil ich neue Sachen am Ausprobieren bin. Bei mir ist halt, ich sag mal, das Publikum, wo der Gangster-Rap und so hört, Straßenrap halt, das Publikum in der Schweiz habe ich gecatcht. Ja. Und wenn ich jetzt nochmal einen Song rausbringe, der in die Richtung geht, dann catch ich die alle wieder. Ich brauche die sind auch wichtig, ich liebe die. Das Letzte, was ich will, ist die Community, die ich bereits aufgebaut habe, verraten. Ja. Darum, Bro, jetzt muss ich wie einen Spagat schaffen, um die Community, dieser Community treu bleiben, aber noch eine ganz grosse andere dazu holen. Bei den meisten, die das versuchen, geht nachher eben die Community weg und nur die Community kommt dazu. Aber das will ich nicht, weil ich bin die Community, Bro. Weißt du, was ich meine? Ich fühle mich auch zu denen hingezogen mehr. Aber trotzdem, ich will etwas machen, wo für die breite Masse ist, wo alle hören können. Und ich glaube, das schaffe ich mit etwas Emotionalem, weißt du? Wo ich nicht muss über 600 Watt Lampen rappen, Bro, sondern ich probiere es so ein bisschen poetisch verpacken. Ja. Jetzt bin ich eben am Ausprobieren, Bro. Bro, ich habe verschiedene Arten von Beats geholt und bin einfach am Ausprobieren. Und das ist mein Ziel, Bro. Platz 1 war mein Ziel mit dem letzten Album. Jetzt will ich einen Gold-Hit sozusagen. Auf das bin ich hier am Arbeiten. Für das bin ich auch jeden Abend am Beats hören, am Texten, am Machen. Das ist so das, wo ich jetzt unbedingt wohnen muss. Und will noch mehr, wie der Loco und Rini gebracht haben, braucht es von mir jetzt. Ja. Und für Beats bist du offen, gell? Für Beats bin ich offen, Bro. Also wenn irgendjemand da draussen der Meinung ist, er hat Heavy Beats, eben MC Hero, ihr kennt sein Profil, einfach drauf auf Insta schicken und dann vielleicht kann man etwas machen. Sehr gerne. Bruder, was ich sehr spannend finde, ich bin jetzt auch schon ein paar Mal bei euch im Studio gewesen, oder? Und dann lässt du oder auch der Loco oder der Drini Lieder laufen und Bruder, ich bin so, boah, shit, brutal. Und ihr so, den bringen niemals raus. Das ist für mich nur so üben. Und ich denke mir, easy, ich bin nicht in dieser Welt. Klar, ich kann da gar nicht mitreden, aber hätte ich das rausgebracht, ich hätte das nicht erwarten, morgen gerade zu droppen. Und für euch ist das so, der Loco hat mir so gesagt, Bruder, das ist wie, wenn du ins Training gehst. Das ist für mich jetzt einfach nur Training. Ich nehme das Lied auf, es ist nice, es hat wie nice Sachen, aber in meinem Kopf macht es nicht Klick. Und wenn es nicht Klick macht, dann will ich nicht, dass meine Zuhörer das auch wie hören. Ja, Bro, das ist der Fall. Weißt du, das ist nur das Schlimmere. Das habe ich jetzt letztens gerade gehabt. Bei dir macht es vielleicht Klick. Und nachher kommen 5, 6 andere, weißt du, wo natürlich auch Musik checken Musik und sagen, Bro, das und das ist nicht gut, wegen dem und dem kann es nicht aufgehen, nein, der wird dich nicht releasen. Und nachher macht es wieder den Klick zurück. Okay, ja. Das passiert auch oft, Bro. Ich nehme etwas auf und ich denke, fuck, Bro, ich habe eine Mutter gefickt. Ich habe das Krasseste aufgenommen. Dann kommt der DJ Karim zum Beispiel, Bro. Er ist ein mega Musikexperte, Bro. Kommt er und sagt mir, aber Brate, das und das und das und das. Nein, das ist nicht gut, weißt du. Das kann ich nicht im Club spielen, Bro. Das kannst du nicht da spielen, das kannst du ja nirgends spielen und so. Und nachher überlege ich und der Klick geht wieder zurück und ich sage, weg. Und dann ist es eben, so wie du gesagt hast, nur noch geil, zum einmal im Studio hören, wenn Homies da sind, aber zum eben rausbringen macht es nicht Sinn. Weißt du, wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, Bro, wenn du etwas Falsches rausbringst, kannst du schnell viel kaputt machen. Früher
wo ich weiss noch, ganz früher, wo ich noch bei keinem Label unter Vertrag war, so, habe ich einfach gemacht und rausgehauen, Bro. Wenn ich Lust hatte, habe ich 2 Songs in einer Woche rausgehauen. Okay. Weißt, aber es ist ja nicht wirklich produktiv, hat keinen Sinn gemacht. Aber jetzt sind wir an einem anderen Punkt, Bro, wo du viel, wenn du selber Musik kreierst, denkst du gar nicht an alle Punkte, die du sollst. Darum bin ich mega froh, habe ich so ein grosses Team um mich herum. Sony und der Loco, der Drini, die Allgemeinsektion, der DJ Karim, wo mich ab und zu erinnert, Bro, du hast den Song gemacht, aber das ist nur für die Leute, die im Kreis 4 wohnen. Ja, okay, ja, verstanden, ja, voll. Dass es nicht so auf die breite Masse ist. Und das ist ja das Ziel jetzt. Das ist das Ziel jetzt, genau. Sony, letztes Mal, Bruder, los, ich rappe euch jetzt etwas. Bruder, ich habe einen Part aufgenommen, los, Text. Gut, wie es gerade aussieht, muss puffen, will ich schnell leben. Blut habe ich genug gesehen, will ich sehen, wie es Geld regnet. Du musst mich nicht suchen, geh niemals weg, ich bin immer da. So viel wie deine Gage kostet die scheiß Minibar. Hero, ich bin wie Papi von allen euren Idolen, wer ist König da? Ich und spiel Frisbee mit der Krone. Ich bin euch überlegen, musst gar nicht mehr drüber sagen. Ich seh den Teufel im Nebel, du suchst den Züge vergebens. Bruder, ich finde das so schlimme Punchlines. Aber eben, Bro, es ist ein bisschen zu ghetto wieder, weißt du? Es ist ein Song, der auf mein letztes Album gehört hat. Ja. Ich finde eben das noch schwierig, Brüder, weil du sagst, du willst die Community wie mitnehmen, du willst den Spagat wie machen und ich finde, dass du überhaupt den Gedanken hast, so etwas zu machen, sagt mega viel über dich als Künstler aus. Und dann verdienst du den Namen Künstler auch, finde ich brutal. Weil ich bin auch mit Deutschrap aufgewachsen. Also ich glaube, ich kann von der Skyline zum Bordstein zurück, ich kann glaube jedes Lied mitrappen. Legende. Von Deutschland angekommen, Bro, ich habe mit MP3 bin ich eingepennt, das Album durchgesuchtet. Und mich hat das voll enttäuscht, wo nachher der Dings-Vibe gekommen ist, da mit AZ, KMN-Gang und all das. Meinst du Autotune-Vibes? So Autotune-Vibes, dass nicht mal, dass das gekommen ist, sondern dass nachher Leute, die Gangster-Rap gemacht haben, voll geswitcht haben. Zum Beispiel ein Summer Jam. Ja. Bro, ich habe wirklich, in dem Moment habe ich alle Achtung vor ihm verloren. Ich habe es zuerst geil gefunden, es ein paar geile Lieder, Bayram oder keine Ahnung was, ich habe das Gefühl. Aber dann, wenn er so 2-3 Mal los ist, die Texte haben wie gar keine Substanz mehr gehabt, Bro. Das, was ihn eigentlich ausgemacht hat, hat er verkauft für Klicks. Ganz klar, Bro. Ganz klar. Aber weißt du, was ist jetzt noch das Traurigere? Was meinst du? Ist er jetzt erfolgreicher oder früher? Das Traurige ist, er ist jetzt erfolgreicher. Ah, schon, hä? Das ist das Traurige. Jetzt ist er am Durchstarten mit dem Zeug. Aber ich kann mir vorstellen, Bro, der Summer Jam rappt schon so lange, Bro. Der macht auch schon über 20 Jahre Musik. Ich kann mir vorstellen, Bruder, dass er es auch wie satt hat. Weißt, er ist ein mega guter Rapper, Bro. Er könnte 100 Bars, Double Time, alles Mögliche machen. Aber das Schlimme ist, Bruder, das wird heute niemand mehr hören. Das werden vielleicht ich und du hören. Das werden vielleicht 5% der Hörer hören. Und das andere werden alle hören. Und schau das Unlogische, ein Aufwand von 100 Bars Double Time schreiben, ist der 15-fache von einem Song mit Autotune catchige Hook machen, oder? Ja. Finde ich jetzt. Ja. Also ich als Unwissender würde das so bestätigen. Aber das hat mehr Erfolg, Bro. Weil halt das die breite Masse jetzt lost, Bro. Ja. Wie zum Beispiel ein Zeitchen lang, Bro, haben alle schwarze Lederjacken getragen. Ja. Kennst du vielleicht auch noch die Zeit? Ja, sicher, Bro. Wenn du dort eine rote Lederjacke rausgebracht hast, dort haben die Leute gesagt, Kollege, wo willst du mit dieser roten Lederjacke? Du musst jetzt eine schwarze rausbringen, weil alle wollen schwarze. Und der Summer Jam ist auf diesen Zug aufgesprungen. Er ist auf den Money-Zug aufgesprungen. So. Das hat ihm jetzt den Durchbruch gegeben, dass er auf das gestiegen ist, denke ich mal, so wie ich das mitverfolgt habe. Es ist schade, Bro, aber eben, oft ist es halt auch der Business-Part. Die Wahrheit schweigt, wenn das Para spricht. Ja, ja. Wenn dann ihr Label sagt, ey, Bro, mach schnell mit dem Sänger etwas und das wird jetzt durch die Decke gehen. Und dann sagen wenig Rapper, nein, ich mache jetzt lieber einen Double Time 100 Bars. Die sagen, okay, machen wir das, das ist ja einfach und plus geht's durch die Decke, let's go.
Ja. Aber das ist da nochmal, ich möchte da nochmal explizit Props für dich aussprechen. Brüder, das Album ist gekommen, Made in Wiedeke. Es ist schlimm abgegangen. Ich sage dir ehrlich, ich habe am Loco und am Drini sind Sound noch nicht gelesen. Ich habe das in der Ferien gelesen und es ist bei mir Spotify die ersten 5 Lieder, die ich am meisten gelesen habe. Das sind 3 von diesem Album gewesen. Und dann hätte ich mir schnell können, weil es sind gute Kollegen, es ist das gleiche Label, dass du sagst, Brüder, ich springe auf den Zug auch mit auf. Aber du hast das nicht gemacht und du bist deiner Musik real geblieben. Und ich finde, das sagt mega viel über einen Menschen aus, Brüder. Danke. Was ich an diesem Punkt muss sagen, Bro, ist, ich fühle mich nicht wohl, Bruder, wenn ich etwas mache, wo ich eigentlich nicht sagen will. Bereits ich habe letztens probiert, einen Love-Song zu machen. Einfach weil alle gesagt haben, Bruder, es würden doch alle gerne einen Love-Song von dir hören. Ich habe auf meinem letzten Album einen Song noch nicht erzählt. Genau, Der ist ein bisschen ein Love-Song, aber dort erzähle ich, wie ich den Ex-Freund von meiner Ex abschlage. Genau, ja. Darum kannst du ihn nicht ganz so unter Love-Song tun. Und dann habe ich einen mega deepen Beat genommen, Bro. Habe voll den Liebeskummer-Text geschrieben. Und Bruder, ich bin mir dumm vorgekommen beim Aufnehmen. Okay. Ich bin das am Aussprechen gewesen und ich so, Mann, das bin nicht ich. Das geht nicht, Bro. Okay. Auch wenn ich es wählen, Bruder, mein Ich lässt es nicht zu. Weißt du, was ich meine? Okay. Ich kann mich wie gar nicht selber verraten, Bro. Für das bin ich zu Hut, Bruder, zu Ja, Strass, real shit, Bruder, weißt, wie das real Lied shit, sagt, für das ja. bin ich zu Strass, Bro. Ich fühle mich blöd, wenn ich etwas mache, wo mir nicht passt, Bro. So wie ich mich blöd würde fühlen, würde ich jetzt gar nicht eine Perücke tragen, die ich eigentlich nie würde tragen. Wieso soll ich jetzt die Perücke tragen? Ich würde sie ja nie tragen. Wieso soll ich dann die Musik machen? Ich würde das ja nie machen. Ja. Aber du hast ja sicher auch eine sentimentale Seite an dir, oder? Sicher auch ein Gefühl und sicher auch Problem, Liebeskummer, sag das, was es ist. Und vorher hast du gesagt, deine Probleme tust du wie in Lieder verpacken. Wie machst du denn bei so Sachen, Brüder, wenn mal Liebeskummer oder so Thema ist? Dann kommen die Lieder wieder noch nicht erzählt raus. Okay. Eben, ich mache schon auch Love-Songs. Einfach meine Love-Songs sind nicht so Love-Songs wie die anderen. Weißt du, meine Love-Songs sind immer noch ein bisschen Ghetto, ein bisschen Strasse. So. Ja. Deine Sprache von der Liebe ist dann auch anders. Du sagst dann, ich verprügle deinen Ex-Kollegen, lang sie nicht an. So in diesem Stil. Genau, und was das Problem ist halt, ich mache einen Love-Song, aber es ist immer noch für meine Community, meine bestehende Community. Der Love-Song öffnet nicht Türen für eine neue Community. Ja. Bis jetzt. Wie jetzt letztens, Bro, habe ich auch wieder den Love-Song aufgenommen, ist nicht gut gewesen. Und dann habe ich Amsterdam 2 aufgenommen. Ist auch ein Love-Song, Bro, aber ich erzähle, wie ich Prostituierte, die ich mich verliebt habe, rette aus dem Rotlicht in Amsterdam. Okay. Checkst, ich probiere es dann einfach so ein bisschen verpacken, dass es für mich stimmt. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Song ein bisschen ein Spalt wird aufmachen, die Türen. Aber eben, wie ich vorher gesagt habe, ich bin jeden Tag am Versuchen, was ist die Formel für mich, um die Türen zu öffnen für eine neue Community, aber meine alte nicht verraten. Ich muss wie das herausfinden. Und das finde ich raus mit Probieren, Bro. Das bin ich jetzt am machen, jeden Tag. Ich bin jeden Abend im Studio. Ich nehme alleine auf, Bruder, probiere. Habe Kopfschmerzen, Bro, nimm es wieder weg, lösche alles, reg mich auf, gehe wieder rein. Bis man zum Ziel kommt. So. Ja. Weißt, was das Privileg ist halt bei Musik, ich kann jetzt so wie meine 4 nächsten Singles schon abgeben, oder? Okay. Und jetzt habe ich Zeit zum Ausprobieren. Weil ich weiss, das nächste halbe Jahr passieren die 4 Singles. Jetzt probiere ich aus, Bro. Genau. Eben, ich probiere jetzt den goldigen Song zu finden, der der Hit wird. Ja. Ich würde noch mal etwas ansprechen, was mit dem Thema zu tun hat. Ich glaube, wenn man so ein bisschen auf Instagram dein Leben mitverfolgt, dann denkt man so, Mann, der Samcho hat es geschafft, Bruder. Er lebt einfach. Er macht ein bisschen Musik, ist da ein bisschen am Schauspielen und Geld kommt rein und geil, Mann. Er ist die ganze Zeit mit den Jungs. Aber ich sehe ja einen Teil von der Realität jetzt als ein Kollege. Aber ich glaube, es ist noch mal viel, viel tiefer, so deine eigene Welt. Es ist schon nicht immer Zuckerschlecken, Bruder. Nein, Bruder. Es ist ein richtiger Krampf ab und zu. Es ist ein riesen Struggle, Bro. In der Schweiz, Brate, wir haben Rapper in der Schweiz, die, keine Ahnung,
Gold, Platin, was auch immer erreicht haben und noch nicht können leben von der Musik, weißt du? Okay. Und da in der Schweiz, weil wir so wenig Einwohner haben, halt, musst du, keine Ahnung, ich bin wie eigene Marke geworden, Bro. Weißt du, was ich meine? Durch Musik öffnet sich dort etwas, da holst du ein bisschen Geld raus, dann öffnet sich da eine Tür, dort holst du Geld raus, da holst du Geld raus. Und mit Auftritt holst du Geld raus. Aber Bro, ich kann sicher nicht nur chillen, Bro. Ich muss die ganze Zeit liefern, ich muss die ganze Zeit präsent sein. Auch ich habe Rechnungen, Kaputtrechnungen, bist du, Alter. Ich habe, glaube ich, mehr Rechnungen als weiss nicht wie viel Prozent dazu schauen. Ja. Und ja, Bruder, die muss ich auch reinholen. Und die Schweiz hat halt nicht 1 Milliarde Einwohner, dass mit Streams jeden Monat 50 Riesen reinkommen. Das sieht halt nicht aus, Bruder. Die Schweiz hat 8 Millionen Einwohner, oder? 8 Millionen. Von dem redet keine Ahnung wie viel Französisch, keine Ahnung wie viel Italienisch. Und dann haben wir noch das Problem in der Schweiz, dass wir uns untereinander haten. Basler hören Zürcher nicht, Zürcher hören Basler nicht, die hören den nicht. Weißt du, was ich meine? Das heisst, wir müssen uns nochmal einschränken. Darum, Bruder, das mit dem Cash ist leider nicht so in der Schweiz. Ich darf mich nicht beschweren, Bruder. Das ganz klar nicht. Ich habe geschafft, mir etwas aufzubauen, dass ich jetzt leben kann von dem, was ich liebe. Aber es ist auch für mich ab und zu ein Kopfig, Bro. Weißt du, was ich meine? Zum Beispiel heute musste ich beim Hakan da im Podcast kommen. Voll kein Bock. Nein. Ich dachte, Scheiße, jetzt kommt der und klopft an meine Tür, Mann. Lass mich mal in Ruhe. Nein, Bro. Eben, ich lance, sagen wir so, Bro. Ich lance leicht ausgesehen. Weil ich probiere, mega Freude dabei zu haben. Was auch wichtig ist, Bruder, weil ich habe mir einen mega grossen Traum wie erfüllt. Wenn ich ehrlich bin, Bro, ich wäre so verloren in der Arbeitswelt, Bro. Ich wüsste nicht, was ich arbeiten soll, Bro. Ich habe alle die Jobs, die ich gemacht habe, ich komme nicht klar. Okay. Bro, ich habe Autoritätsprobleme, alles mögliche. Ich habe auch jetzt Autoritäten, Bruder. Aber ich bin trotzdem wie frei, Bro. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich folge meiner eigenen Inspiration und alles. Ich kann meinen Tag selber gestalten. Alles so Sachen sind mir mega wichtig. Und darum bin ich happy, Bro, weil ich meinen Tag kann selber gestalten und darum sehe ich auch immer gut gelohnt aus in den Stories und alles. Aber Bruder, wir haben auch fett Struggle. Immer wieder. Boah, jetzt wollte ich irgendetwas sagen, das ist mir gerade aus dem Kopf gefallen, Mann. Scheiße. Auf jeden Fall, was ich noch dazu ergänzen kann, ist, es ist schon nicht so, dass mir schlecht geht. Ich bin froh, mir geht es gut. Und das habe ich euch allen auch zu verdanken, allen, die mich supportet haben, seit Jahren, Bruder. Das habe ich dieser Community zu verdanken. Ich bin für das unendlich dankbar. Darum rede ich so, wie ich vorher geredet habe. Die haben mich da angebracht, wo ich jetzt bin. Was wäre ich für ein Hurensohn, wenn ich die jetzt verrate, Bro? Und kein Sound mehr mache, wo die gerne. Wenn ich ja der grösste Müllmensch, Bruder. Ja, Bruder, da sind wir wieder bei dem zweiten Attribut. Du hast ein grosses Herz, du hast es vorher gesagt und ich kann das bestätigen. Bruder, bevor es mir aus dem Kopf geht, jetzt ist mir wieder wie eingefallen. Ich glaube aber auch, und das finde ich mega bewundernswert bei euch drei gerade, Trini, Loco und du, wenn du jeden Tag kannst ein bisschen machen, wie du möchtest, braucht es aber auch bei solchen Leuten extrem viel Selbstdisziplin, Bro. Weil man sieht, SMS, Abgrund, Gold, Platin, Nummer 1 Album. Viele Leute denken dann, ich habe es geschafft, Mann. Ja. Was? Morgen um 8 Uhr ins Studio? Fick Mutter, ich chill jetzt, gehe eine Woche, keine Ahnung wann. Und Brüder, jedes Mal, wenn ich mit irgendeinem von euch schreibe, wo bist du? Studio. Ja. Morgen früh. Also eben für die Leute, die denken, da, haha, huhu, schönes Leben und ein bisschen Eier schaukeln. Die Jungs sind tagtäglich im Studio und liefern und machen und arbeiten. Und das, obwohl sie nicht immer wie müssten, weil Cash kommt ja auch wie rein, man kann ja auch wie ruhig nehmen. Und das, finde ich auch, spricht die Band über euren Charakter, Bruder. Weil ihr macht einfach ohne Pause. Darum wir haben Platz 1 geholt, wir haben Swiss Music Award geholt, alles in einem Jahr haben wir den Scheiß gekillt. Aber Bro, das ist alles gekommen, weil wir eben uns jedes Mal ein neues Ziel setzen. Es ist nie, nachdem wir den Swiss Music Award geholt haben, ist nicht, okay, jetzt chillen wir. Sondern, fuck, the best group hätten wir auch noch vielleicht holen. Okay, ja.
Weißt du? Ja, ja. Wir müssen unsere Bühnenperformance in dem Fall ein Upgrade machen, dass wir auch dort nominiert sind, Bro. Ja. Weißt? Hungrig bleiben, immer Hungrig bleiben. Es gibt noch mehr, es gibt noch viel mehr zu holen, Bro. Es gibt noch viel mehr zu holen. Erst wenn wir alles geholt haben, Bruder, und selber müssen irgendwelche Awards veranstalten, dann können wir sagen, okay, jetzt können wir ein bisschen chillen. Aber jetzt müssen wir alles holen, Bro. Wir sind jung, haben Energie, Bro. Weißt du, ich meine, solange wir Energie haben und jung sind, können wir das machen, Bro. Ich bin der Einzige, der kein Kind hat. Weißt, von dem her, ich kann immer gehen für das. Der Loco und Rini haben beide Kinder, aber gehen trotzdem genau gleich für das, Bro. Das ist eindrücklich, Bruder. Ich schwöre, das ist sehr eindrücklich. Ja. Willst du mal Kind? Andere Frage. Brate, ja, natürlich will ich irgendwann Kind, aber ich bin jetzt wirklich so voll Karriere fokussiert. Ich will erst mal alles schaffen, was ich mir immer gewünscht habe. Weil es wäre mega schade, Bruder, wenn ich überlege, ich habe das ganze Leben gehustelt, um da hinzukommen, wo ich jetzt bin. Und dann, wenn ich jetzt das Kind bekomme, kann ich das wie nicht richtig geniessen. Ja, Weißt du, ja, verstehe ich. Darum, ich lasse mir Zeit, Bro. Alles gut. Ich kaufe mir einen Hund vielleicht. Nein, 2 Katzen, Bro. Ja, Bruder, wie der Firas. Seine Ja, Katzen genau. sind next level. Ein Kollege von uns zwei hat die Nacktkatze. Ja, Sphinx heisst sie, Sphinx, glaube die ich. sind Legende. Richtig krass. Eine mit weißem Gesicht, eine mit schwarzem Gesicht. Bruder, die sind immer am Schlägeln, Mann. Ich schwöre. Die geben immer etwas zu tun, die haben immer Action. Also wenn jemand von euch zu wenig Zeit für einen Hund hat, kann er sich 2 solche holen. Genau. Weil Hund ist viel Arbeit, Bro. Und ich sage immer, ich hatte einen da. Ein Hund, wenn du Familie hast, easy, weil dann hast du sowieso Arbeit. Aber so als Alleinstehende, jetzt wie wir zwei, ist das mega einbüssig, Bruder. Ich sag dir ehrlich. Es ist schön, ein Hund gibt mega viel Liebe. Was hat der genau, Mann? Der Bruder hat einfach einen Moment Bin noch gesagt. dabei. Der Siri ist einfach aktiviert worden, der Gino. Hey Siri. Jetzt kommt Nein, nicht aktiviert. ja, der kleine Pisser, Mann. Nicht verpiss dich. Ja. Sekunde. Hört ihr das, Mann? Bruder, letztes In Mal ist mir Arbeit. etwas... Ein Verbindungsfehler ist Bist aufgetreten. mal ruhig, du. Letztes Mal ist mir etwas Schockierendes passiert, Bro. Was ist passiert? Ich mit dem Firas auf mein Handy am Schauen. Und wir sind irgendetwas am eingeben, wie so eine Webseite oder keine Ahnung was. Und dann klicke ich auf das Textfeld, wo ich muss etwas reinschreiben muss. Und ich habe irgendetwas gesagt. Und es hat einfach das aufgeschrieben, was ich gesagt habe. Du, so fuck, ich bin abgehört. Ich und der Firas mir so, ich sag mal, schauen. Was ist los? Nein. Es gibt aber eine Funktion, wo diktiert. Ja, wahrscheinlich ja, besteht darauf gekommen. sehr Voll schockiert. wahrscheinlich. Bruder, die Technologie fickt Mutter heutzutage, man, wie weit wir sind. Ich check selber nicht, man. Ich bin einer, der Agenda immer noch auf Papier hat. Wenn Leute mir sagen, ja, kannst du nächsten Samstag, sage ich, Bruder, ich habe Agenda nicht. Ich muss zuerst heimgehen. Aber so muss merkst du es schauen. dir, vergiss es nicht. So Hast ist du es. aufgeschrieben. Ja, genau, so ist es. Bruder, du hast mir mal etwas gesagt. Vielleicht fällt dir das, also hast du es vielleicht vergessen. Also, du hast mir mal gesagt, Bruder, du bist eigentlich so ein geiler Sieg. Wie kannst du nur im Gefängnis arbeiten? Weißt du das noch? Ich glaube, ich weiß noch. Das ist mega lange her. Das ist schon recht. Das war Anfangszeit, Anfangszeit so, wo wir uns gewesen. kennengelernt Ja. haben. Aber Bro, weißt du, wieso ich dich damals, glaube ich, gefragt habe? Weil du eben so eine du so eine positive Aura ausstrahlen, Bro. Und Gefängnis ist etwas so nicht positiv. Ja, Bruder. das ist next level negativ. Und ich habe ich habe auch schon Wärter gesehen, ich bin leider auch schon im Gefängnis gewesen, zum Glück nicht allzu lang. Aber die haben nicht die Aura wie du gehabt. Ja. Weißt, die sind so dort vor die Zelle gekommen oder was auch immer dich abholen. Ja. Und du bist gar nicht so. Ja, fix. Und genau wegen dem arbeite ich im Gefängnis, Bruder. Weil ich bin der Meinung, dass Leute im Gefängnis Menschen sind wie du und ich, die einfach ein bisschen Pech haben im Leben. Klar, es gibt auch Worse, dass man, also, wenn es um Kinderschänder geht und so, da Ja, müssen wir das nicht ist nicht diskutieren. Aber ich habe mir gedacht, ich habe jetzt so einen Wechsel gemacht in der Psychiatrie, wo sich sehr viel verändert hat. Und dann habe ich mal im Gefängnis gearbeitet, 2 Wochen. Und ich habe gedacht, diese Positivität möchte ich wieder reinbringen. Und ich muss dir sagen, in dem Gefängnis, wo ich arbeite, haben wir sehr viel verändern.
Und Energie ist next level. Eben, ich habe dir ja auch schon gesagt, was ich ein bisschen mache, wenn das Album rauskommt. Am Semi, das Album ist rausgekommen. Ich habe Pre-Listening ein bisschen gemacht. Eben, die Leute können ja nicht reinhören. Und dann ist das Album rausgekommen. Es sind, glaube ich, 5, 6 Leute haben sich eingeschrieben, sind gekommen. Und Bruder, zu herzig. Mit ihrem letzten Geld, das sie hatten, haben sie das Album noch vorbestellt. Dort. Also haben sie bestellt. Küss dann ihre Seele, Mann. Ey. Und das zeigt wieder, Bruder, du machst eben auch Musik für Leute, die auch ein bisschen Pech haben im Leben, die ein bisschen Struggles haben, die vielleicht das Sprachrohr nicht haben und sich durch deine Musik können zu diesen Gefühlen wie relaten. Weißt? Und das, sage ich, ist dein USP, dein Universal Selling Point in dieser Musikszene in der Schweiz. Schau, Bro, jetzt, ich finde es so schade, dass ein Teil von der Schweiz, sage ich jetzt, ein Teil von der Welt, die Musik gar nicht versteht, die ich mache. So. Sie stellen das voll in Frage. Es gibt einen Teil von der Schweiz, sage ich jetzt, wo sagt so, hey, wo lebt denn der? Was redet der für Zeug überhaupt? Aber dann, schau, Bruder, es gibt die Leute im Gefängnis, denen es eben gerade nicht gut geht. Niemand kann ihnen helfen in dieser Zelle, wo sie drin sind. Aber sie holen sich mein Album, weil es sie ablenkt und ihnen hilft in dieser Zeit. Bro, das ist so etwas Schönes, wenn ich so etwas geben kann. Bro. Ich kann jemandem helfen in einem Moment, wo ihm sonst nichts helfen kann. Genau. Bro, das ist schon ein mega grosser Lohn, Bro. Bro, mega. Das ist, glaube ich, die grösste Bestätigung, die dir jemand wie geben kann. Man. Ich meine, eben, die Leute haben nichts, wie du sagst, haben irgendwie 20, 30 Franken und kaufen dann wie dein Album. Ja. Weil das dann, in dem Moment gibt ihnen nur diese Musik wie Kraft. Und das werden die Leute, ich sage immer, das ist so etwas, was ich mega sage, Leute, die mit Rosenblättern beworfen oder das Leben gekommen sind, werden das wie nicht verstehen, Bro. Können es auch nicht, auch nicht übel nehmen. Genau, du kannst ihn auch nicht übel nehmen, weil sie verstehen den Schmerz nicht, sie verstehen die Storys nicht, sie denken sich, was fährt der für einen Film, aber das gibt es auch in der Schweiz, Bruder. Eben, wie gesagt, ich bin da angekommen, Küchenkästchen. Ich habe mir gedacht, was sind das für Hinterwäldler, ja. Also, ich habe gedacht, es gibt nur Kühe in der Schweiz, wo ich in Deutschland gelebt habe. Dann komme ich da an und ich sehe, aber der Struggle ist auch da, real, weißt du, wie ich meine? Und du sprichst es aus, und du verpackst es auf eine künstlerische Art, auf eine CD, und lass die Leute daran teilnehmen. Weißt du, wie ich meine? Ich schaue immer, wie ich etwas zurückgeben kann. Und jetzt, ab Mitte Oktober, gebe ich meinen ersten Workshop in einem Jugendgefängnis. Also das Ziel ist, dass ich das nachher jeden Monat mache, in einem anderen Jugendgefängnis. Dort können sich auch Leute einschreiben. Immer so, ich glaube, 5 bis 10 Leute können sich einschreiben, die an den Workshop teilnehmen. Und ich probiere, den Häftlingen, den Jugendlichen, beibringen, wie man texten. Maximal, Bro. Ja, Bruder, schau mal. Ich habe mir jahrelang Gedanken gemacht, wie kann ich ihnen das am besten beibringen, dass sie checken, dass das ihnen helfen kann. Dass das wie ein Cheat ist, durchs Leben zu kommen. Weißt du, was ich meine? Wie soll ich ihnen das erklären? Jetzt habe ich eine riesige Idee gehabt, Bro. Ich mache denen so wie ein Handbuch, das ist ihr Textbuch, das jeder bekommt, oder? Hat auch Sevin, grüß an Sevin. Sie hat auch dort ihren Input noch gegeben. Wir machen so wie ein Textbüchlein. Am Anfang erkläre ich, was ist ein normaler Reim, was ist ein Doppelreim, was ist ein mehrsilbiger Reim. Und dann, um diesen Leuten gerade aufzuweisen, wie fest man sich mit Musik ablenken oder seine Gedanken steuern. Ich lasse einfach einen hässigen Beat laufen und sage, schreibt 5 Stichwörter. Das könnt ihr daheim auch alle machen. Fix. Lasst mal einfach einen aggressiven Beat laufen oder irgendeinen hässigen Song und schreibt 5 Stichwörter auf. Und nachher lasst einen happy Beat laufen, ein fröhliches Instrumental. Und schreibt nochmal 5 Begriffe auf. Und dann seht ihr schon mal, wenn ihr die 5 Begriffe vergleicht, dass logischerweise da viel die glücklichere Begriff hast als da. Also hast du schon mal einen Beweis. Okay, logischerweise, wenn ich ein bisschen happy Musik höre, dann denke ich eher an so Sachen. Und dann am Schluss gebe ich ihnen einen neutralen Beat. So einen 90er Boom-Bap-Beat, weißt du? Und ich sage, jetzt nehmen wir 2 Begriffe vom Hässigen und 2 Begriffe vom Fröhlichen. Und schreiben einen Part, also 8 Bars, auf den neutralen Beat. Mit dem will ich ihnen beibringen, am Instrumental eigene Emotionen geben. Ja. Sozusagen, am Anfang kannst du voll happy anfangen und nachher fängst du düster an. Mit Aussprache kannst du Emotionen vom Song steuern und alles so Sachen. So Sachen will ich ihnen beibringen,
weil ich bin mir sicher, dass die sich nachher mit dem auseinandersetzen und ausprobieren und machen. Und die Zeit verfliegt so, während du das machst. Und plus hat dann jeder sein Textbuch, das er mitnehmen kann und ist stolz drauf. Und ja, Bro, das sind die Gedanken, die ich mir gemacht habe so für den Workshop. Ich glaube, so kann ich auch etwas zurückgeben und ein bisschen helfen den Jugendlichen. So. Bro, brutale Massnahmen, die du überlegt hast. Und was auch mega dafür spricht, ist, du bist das lebendige Beispiel, Bruder. Du sagst selber, ich habe auch eben der Junge vom Lochergut, falls ihr es noch nicht gelesen habt oder gelesen habt, hört oder leset mal rein. Die Musik hat dich ja gerettet, Bruder, das sagst du ja. Die Musik hat dich wie gerettet. Und es gibt so viele Jugendliche, die irgendwie mit Aggressionen und so irgendwie immer wie in so einer Bubble wieder drin leben. Mach doch etwas Produktives daraus. Ganz klar. Bro. Nimm die Wut, verpack sie auf dem Beat und tu deinem Leben nicht schaden, sondern bereicher wie dein Leben. Wie mit dem, weißt du, wie ich meine? Und wer könnte das besser als du, Bro? Danke vielmals. Ja, Bro, ich probiere immer zu sagen, aus jeder Scheiß-Situation, aus jedem Scheiß kannst du irgendetwas Positives daraus rausziehen. Und ich probiere nachher halt nur an das Positive zu denken, dass es mich nicht so abzieht. Und blöd gesagt, Bro. Polizisten verhaften mich am Lochergut wegen einer Wasserpistole. Ich schwör's dir, Mann. Weißt du, was ich meine? Jetzt, entweder kann ich die Heime voll ausrasten und sagen, hey, schau, die haben mir Unrecht an, was mache ich jetzt? Ich muss dann zurückgehen. Oder ich lache mich einfach kaputt und ich sage, schau, der dumme Sieg zieht eine Pistole wegen einer Wasserpistole. Ja, so. Und schlussendlich ist das auf TikTok gelandet und der Bulli steht, der Polizist steht, wo die Arschkarte gezogen hat. Ja. Er hat die Arschkarte gezogen, nicht ich. Ja, weißt du, was ich meine? Eben. Und was ist das Positive daraus? Dass er Arschkarte gezogen hat. Alle haben sich über ihn lustig gemacht. Es ist lustig. Aber ich könnte jetzt auch sagen, die ganze Zeit negativ denken und sagen, hey, die haben mir das gemacht, was läuft? Die haben mich am Boden gedrückt wegen Wasserpistole. Das ist so, was mein Tipp ist, wo ich probiere, jedem ein bisschen mit auf den Weg zu gehen. Probiere aus den negativen Situationen das Gute rauszupicken und dich mit Energie versorgen durch das. Wie haben wir vorher gesagt, Schmerz führt zu Kunst und Kunst enthüllt die Wahrheit. Bro. Das ist brutal, Bruder. Ich bin am Malen, dann habe ich irgendetwas gelesen. Ich weiß gar nicht, von wo ich das habe. Dann hat es jemand gesagt und ich habe mir gedacht, ich weiß von wo. Von One Piece hat sie jetzt Verfilmung gemacht. Habe ich auch geschaut, mit echten Menschen so. Genau. Und dort sagt Buggy, der Clown, sagt das. Er sagt, und ich habe gelesen, ich so, warte, nochmal zurückgespult. Ich so, krass. Gänsehaut des Grauens kam, Mann. Krass. Brüder, ganz anderes Thema. Was sind deine 3 Prioritäten in deinem Leben? Prioritäten mal sicher Freundschaft, so Familie und Freundschaft pflegen einfach. Und Spaß haben und vorwärts kommen. Also die ersten 2 Sachen so ausleben, damit das dritte auch ein Teil davon ist. Das ist so das ist die schönste Formel, wenn ich das ab und zu anbringe. Ja. Blöd gesagt, wie bringst du das an? Ich habe zum Beispiel ein Pre-Listening von meinem Album gehabt. Genau, bin ich auch gesehen. Ich habe einfach nicht nur die wichtigen Musiklieder eingeladen, ich lade auch meine Freunde und meine Familie ein. So konnte ich wie alles mit einem Klatsch machen. Ich habe alle meine Freunde gesehen, die ich gerne habe. Ich habe meine Familie gesehen. Plus habe ich den Musikjob-Teil auch erledigt. Genau, bist weitergekommen. Und das Pre-Listening war brutal. Danke. Dann noch im Letzi. Ich habe mein Album im Letzi-Grundstadion vorgestellt. Das ist auch etwas, was ich einfach machen wollte. Das hat mir mein Label nicht finanziert. Niemand hat mir das finanziert. Das habe ich vom eigenen Sack gezahlt. Das ist einfach etwas, was mir wichtig ist. Sektion Zürich hat sich natürlich daran beteiligt, wie bei allem, was ich mache. Das ist mega schön, Bro. Das Sektion Zürich ist nicht einfach ein Label, Bro. Wir sind wirklich Familie. Jeder, der dort drin ist Familie, Bro. Wir sind aufgewachsen miteinander. Weißt? Das ist ein kleiner Unterschied. Und die unterstützen mich natürlich auch, was sie können. Aber eben in erster Linie habe ich das
aus mir selber gemacht, weil ich einfach das wollte. Weil ich genau die 3 Punkte, die ich jetzt aufgezählt habe, wollte verbinden. Und ich habe gefunden, das ist der perfekte Zeitpunkt, um das zum Beispiel mal wieder zu verbinden. Ja. Bro, andere Frage. Macht es das ein bisschen schwierig auch, dass man mit Kollegen das Business wie hat? Weil das hört man ja oft. Oder? Ich habe zum Beispiel auch Business mit meinem Bruder gemacht. Vielleicht weißt du, dass ich Spitex gegründet mit meinem Bruder, GmbH. Und ich muss dir ehrlich sagen, Bro, es war hure anstrengend für die Beziehung mit meinem Bruder zusammen. Weil es ist immer Business. Wir konnten nicht mehr können als Brüder wie zusammen chillen, weil es ist immer Business wie ist das so, wenn man mit Kollegen seine Profession ausübt? Ja, Bro, ich habe auch noch neben Musik habe ich auch noch andere Businesses gemacht. So. Also ich habe mal Tattoo-Studio, mal CBD-Firma, mal Genau. jenes habe ich gemacht. Und das ist jenes Mal passiert, so, dass ich mir ab und zu denke, hey Mann, wieso muss das jetzt mein guter Kollege sein? Weil wenn das nicht mein guter Kollege wäre, dann hätte ich ihm jetzt gesagt, Kollege, wir müssen das machen, du machst das jetzt, man steh auf und beweg dich und fertig. Und dem macht das dann. Aber weil er mein Kollege ist, nimmt er es ein bisschen auf die lockere Schulter. Vielleicht denkt er, ist das schon, Bro, komm, er ist jetzt hässlich, man ist wieder gut. Darum dort hat es Nachteile gehabt. Aber jetzt bei Sektion Zürich, muss ich sagen, hat es voll Vorteil. Weil jeder checkt genau wie der andere. Weißt du, jeder kennt den Charakter vom anderen. Die wissen genau, wie ich drauf bin und wie mein Charakter ist. Und die wissen genau, für was ich geeignet bin und welche Aufgabe sie mir zuteilen können und was macht am meisten Sinn. Wie soll ich dir sagen, Bro? Wir kennen uns alle perfekt. Und jetzt kommt die Aufgabe, ich sage jetzt einfach etwas, wir müssen Spaghetti kochen. Wir wissen alle, heute lassen wir den Raffi kochen. Weil er kocht die für seine Familie. Ich und da drin kochen nie. Okay. Wir haben es so aufbauen, dass es einen mega grossen Vorteil hat, dass wir uns so gut kennen. Okay. Also ihr kennt die Stärken. Gerade wo du geredet hast, habe ich mich ein bisschen reflektiert und ich möchte es... ich habe es wie so verstanden, die Leute, die es locker nehmen und sagen, ja, das Sam redet jetzt einfach kurz durch, ist fast schon ein bisschen respektlos, Bruder, finde ich. Ganz klar, weil respektlos. Ich glaube, was der gemeinsame Nenner muss sein, ist, es müssen alle gleich hungrig sein auf den Erfolg. Auf das wollte ich auch kommen. Oder? Auf das wollte ich auch zurückkommen. Und wir sind halt alle drei voll hungrig, Bro. Und darum hat das gar kein Problem. Es ist nie einer irgendwie einfach am Hängen und macht nichts, sondern jeder denkt mit. Und weil wir uns halt lieben als Brüder, ist auch jeder mit vollem Herzblut bei dem Projekt vom anderen dabei. Weißt du, ich meine, wenn jetzt kommt Loco Drini Album, Bro, ich bin mir jeden Tag auch Gedanken machen, was können wir machen, um das besser zu pushen. Warte, dort können wir noch das machen, dort können wir noch das machen. Aber bei uns ist es einfach so wie normal geworden. Ja, ein eingespieltes Team, das einfach eingespieltes Team, Bro, ja. Ich kann mir vorstellen, ich weiss, dass es vielmal in die Hose geht, wenn so gute Homies etwas probieren zusammen machen. Aber wir haben jetzt gerade das Glück, dass es nicht so ist, sondern dass es wirklich positiv ist. Und ich glaube, eben, ein grosser Grund dafür ist halt unser Ehrgeiz, Bro. Weil wir alle müssen zusammen am gleichen Strang ziehen. Und wir merken gerade, wenn einer nicht gleich fest zieht, dass wir dahinter fallen. Ja. Weißt du? Wir geben Respekt zu tun. Wir schießen das schon zusammen gegenseitig. Das braucht es. Das braucht's. Ich sage immer, ich habe es 100-mal gesagt, die Leute können es nicht mehr hören, die schönste Form von einer Freundschaft ist die ehrliche Form, Bruder. Wenn ich nicht ehrlich zu dir bin und dann draussen mit 1000 anderen Leuten wieder darüber reden, wie ich deine Musik finde, dann bist du kein Kollege, Bruder. Wir haben ja über den Podcast geredet, du hast ein paar Kritikpunkte gehabt. Wir sind angeguckt, du hast mir gesagt, Bruder, das und das will ich so machen. Das ist doch schön, Bruder. Was soll ich denn jetzt hässlich sein? Du willst ja, dass ich vorankomme. Du willst ja, dass ich Erfolg habe, man. Weißt du, wie ich meine? Ich wäre ja ein riesen Scheiß-Typ, würde ich dir das nicht sagen, Bro. Ja. Wenn du das Potenzial in mir siehst und sagst, Bruder, würdest du das noch ein bisschen ändern, dann könnte es geil kommen. Dann lasse ich mir das gerne an. Genau. Und wenn ich das umsetze und es nachher so ist, dann komme ich dir Danke sagen. Ja, genau. Aber wenn du gar nicht los ist, das macht auch keinen Sinn, Bro. Ja. Es ist mega wichtig, ehrlich zu sein. Das haben viele Rapper das Problem. Viele Rapper haben Kollegen,
sie nehmen irgendeinen Müll auf und alle Kollegen sagen, brutal. Brutal ist gemacht. Voll. Ein riesen Scheiß ist aufgenommen, aber alle Kollegen sagen, brutal, hau raus. Brate, der arme Sicht tut das jetzt raus, alle Leute hören, dass er sich blamiert vor allem. Wieso? Wegen seinen Kollegen, Bro. Ja, weil er ähnlich wie er war zu denen. Ja, darum eben, schaut immer, mit wem ihr euch umgebt. Ich sage immer, das ist das A und das O. Euer Umfeld ist das A und das O. Dort könnt ihr euch Gefühl freien Lauf lassen, ihr könnt Energie gewinnen, aber so genauso im Gegenteil kannst du da viel Energie verlieren, wenn du das falsche Umfeld um dich herum hast. Ja, Bro, das Umfeld, wenn man jung ist, vor allem, macht dich nachher. Es macht dich zu dem, was du nachher wirst. Blöd gesagt, Bruder, wenn du mit 14 gehst mit 15 Junkies jeden Tag hängen, wirst du sehr wahrscheinlich auch ein Junkie. Genau. Darum eben, ausser du hast einen mega starken Charakter. Ja, man muss sich das Umfeld aussuchen. Ist amix nicht so einfach. Amix wirst auch in das, wachst einfach in das hinein. Genau. Es kommt darauf an, wo du in die Schule gehst und alles. Voll. Darum, der eigene Charakter ist einfach wichtig, Bro. Voilà, das ist es. Eigenen Kopf durchsetzen. Immer eigenen Kopf durchsetzen. Scheiß auf Gruppenzwang oder nicht, weil mir irgendjemandem gefallen oder was. Setzt einfach euren Kopf durch. Let's go, dann kommt das schon gut. Genau, jede andere Rechnung macht einfach keinen Sinn. Ja. Macht keinen Sinn. Brüder, ich habe noch 3 Fragen, die kannst du mir sicher auch beantworten. Wer ist dein absoluter Lieblingskünstler? Ich weiss, weltweit ist es der Eminem. Das ist auch so ein bisschen, wo dich zur Musik bewegt hat. Hört rein, der Junge vom Lochergut. Hört rein, es ist wirklich mega spannend. Wer ist aber vielleicht vom deutschen Raum so dein Lieblingskünstler? Das ist mega spannend, Bruder. Der Hayes ist mein Lieblingskünstler von Deutschland. So. Okay. Jetzt, also ich habe mehrere. Momentan höre ich ein bisschen viel Boza. Den Musso habe ich jetzt auf dem Schirm. Den Musso finde ich auch krass. Okay. Aber mega lange Zeit und auch immer noch einer von meinen Favorite-Künstler von Deutschland ist der Hayes. Und ich weiss dann, Bruder, ich habe einfach immer seinen Sound gehört, weil ich finde, er beschreibt die Sachen so real und so gut, Bruder. Was kann ich dir für ein Zitat? Bro, hört Hayes, gebt euch Hayes, ihr werdet es checken. Becher Blunt, gebt euch einfach Hayes von Deutschland. Und er ist einfach der realste, Bro. Und das dann vom letzten Album hatte ich die Ehre gehabt, Bro. Es war schon fast surreal für mich zum Aufnehmen. Habe ich die Ehre gehabt, habe ich einfach den Hayes mit ihm zusammen einen Song gemacht und ihn auf mein Album nehmen. Verdammt, Bruder, Mann. Verdammt, der Song heisst Verdammt, Ja, genau. Bruder. Und es ist wirklich so, Bro. Ja, schon heavy, man. Ist ein brutaler Track. Ich muss ehrlich sagen, nicht nur weil du da hockst, ich finde deinen Teil Danke. viel besser, oder? Danke. Also, Habe ich auch von vielen gehört, Bro. Ich finde seinen Teil aber auch brutaler. Er hat sich Mühe gegeben, finde ich. ja, eben, und es ist ja, Bruder, eben wie du sagst, es ist ein Idol, so ein bisschen, du fühlst seine Musik und dann eben voll surreal. Auf einmal bist du auf einem Lied und dann noch auf deinem Album mit ihm. Hat sich so eine Freundschaft entwickelt auch ein bisschen, oder? Wir sind wirklich sehr gute Kollegen. Also wir hören uns regelmäßig. Und wo er seine Tour hatte, habe ich alle Shows in der Schweiz, die er hatte, habe ich mit ihm zusammen gespielt. Ja. Also wir sind wirklich Brüder geworden. Nice. Und das Geile ist, Brate, ich habe gemerkt, wir sind uns so ähnlich. Wir sind genau die gleichen, Bruder. Ich schwör's dir, wir könnten Brüder sein. Wir haben wirklich mega ähnlichen Kopf, immer die gleichen Gedanken. Ich sage, machen wir das, gehen wir da. Er sagt, ja genau, machen wir das. Das wollte ich auch sagen. Oder umgekehrt. Geil. Wir sind auf der gleichen Wellenlänge, wir verstehen uns gut. Und wir führen beide das ähnliche Leben so. Darum, das ist etwas vom Schönsten, was mir in der Musik passiert ist. So, dass ich ein Feature mit meinem Idol machen und gleichzeitig noch einen neuen, guten Freund finden. So. Voll. Weil meistens ist ja, wenn man seinen Star kennt, dann ist man meistens enttäuscht, oder? Sagt man eigentlich, bei dir ist genau das Gegenteil. Genau das Gegenteil. Geil. Genau das Gegenteil. Ich kenne ihn schon lange, weil ich mal Vorgruppe von ihm war, 2016. Ah, okay. Aber wir haben nicht so viel kommuniziert dort. Und ich weiss noch, Bro, der Gens ist dann irgendwann Mary Jane an einer Messe in Berlin. Ist der Gens einfach zu ihm gegangen. Er so, ey, der Hero macht Album im November, musst du einen Part aufnehmen. Er so, okay, ist gut. Geil ist sie. Fertig so. Der Gens hat geregelt, der schnell. Der Gens hat geredet, Mann. Jetzt redet der Gens, Mann.
Was hört der MC Hero, wenn er kein Deutschrap hört? Brate, jeden Morgen seit sicher 2 Monaten, Bro. Es wird mir nicht langweilig. Jeden Morgen höre ich, wie heißt es? Redbone von Childish Gambino. Tin, 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 Genau. tin, tin. Ey, wenn Bro, das es ist ankommt, krank. wenn der Beat reinkommt, du kannst nur gut im Tag starten. Daylight. Ja, Ja, genau. Bro, maximal. Das höre ich wirklich jeden Tag beim Duschen. Okay. Und ich höre Musik auf YouTube Music. Ja. Und was das Geile ist, dort, du kannst eine Zufallwiedergabe machen und es ist immer eine andere Playlist. Also, ich starte mit dem Song, mache Zufallwiedergabe und es ist jeden Tag etwas anderes. Geil. Ungefähr die gleiche Richtung. Aber zum Aufstehen höre ich ein bisschen den Vibe. Okay. Wenn ich ehrlich bin, wenn ich englische Lieder höre, ich höre gar nicht auf den Text. Ich Okay. achte nicht darauf, was sie sagen. So. Tönt es melodisch eher so, Ja, das genau. ja. Nur Catcht sich ein es bisschen. catcht mich einfach melodisch. So. Okay. Und ja, Bro, ich höre ein bisschen so den Sound zum Aufstehen. Und nachher, wenn ich ins Auto hocke, mein Zeug muss erledigen, dann höre ich viel Musso. Der Musso macht so ein bisschen Deutschrap, aber so ein bisschen gechillt. Er ist so der Weed-Ticker-Sound, macht er so. Okay. Und sonst höre ich viel Radio. Also den Radiosender Goat Hits, das ist der alte Radio 105. Okay. Und dort kommen nur die ganz alten Hits. Dort kommen so Sachen wie «It's the final countdown». Okay. Klassiker so. Wenn ich zum Autofahren ist geil. Ja, ey. Den lasse ich gern. Eben so «We will rock you» und so kommt dort plötzlich. Weißt du, so ganz alte Shit. Nice. Ja, ich bin ein recht offener Mensch, was Musik angeht. Ich höre eigentlich jede Dings. Ausser, was ich nicht so gerne habe, Bro, elektronische Musik, das Gabber und so Sachen. Das Dum Dum. Das habe ich auch nicht gerne. Ich habe sogar mal einen Song gemacht mit Gabber, wo ich noch gekämpft habe damals. Man kann es vielleicht, glaube ich, noch auf YouTube hören, mit der MC Hero Walk In reinschreiben. Das war ein Walk-In-Song für meine Fights. Das habe ich mit Gabber gemacht. Aber ja, sonst höre ich alles außer das. Okay. Ich kann Schlager nicht hören. Schlager? Ah ja, Schlager höre ich gar Bruder. nicht, Bro. Ich habe das ganz vergessen. Das ist gar keine Musik, das hast du gar nicht dazu gezählt. Ja. Das ist Folter. Nein, ich finde Schlager ist nichts für mich. Nein, für mich ist auch nichts Schlager, jetzt, was du sagst. Rap ist auch so Dings. Biggie ist absolut mein Ah, Lieblingskünstler. Bruder. Das ist... Biggie, Dings, It's All a Dream. Wie heißt das Lied? Juicy. Juicy, genau. Der ist heavy. Und was jetzt halt geil ist, Hip-Hop ist mega vielfältig geworden, Bro. Brutal. Weißt du, ein paar Mal hörst du einen Hip-Hop-Song und du weißt gar nicht, ob du den noch darfst zu Hip-Hop zählen. Weißt du, was ich meine? Weil es so vielfältig geworden ist. Voll. Aber schlussendlich finde ich, es geht darum, welchen Vibe verspürst du beim Hören, Bro. Ja, Weißt du? genau. Erreicht es dich überhaupt? Genau, bei mir ist es gar nicht so, dass es muss sein, oh nein, das ist nicht Hip-Hop, das hätte ich nicht hören. Ja. Nein, Bro, es muss mich einfach catchen. Der Vibe muss mich catchen. Voll. Bruder, die letzte Frage, die ich mich schon immer gefragt habe. Für mich ist es so, wenn ich das Wort höre, Stage Dive, ist meine erste Assoziation Semir. Geiles Ziel. Woher kommt die Liebe für das Stage Dive, Brüder? Brate, ich bin als Kind immer fasziniert gewesen, wenn ich das mal gesehen habe. Ich weiss noch, bin in der Stube am Hocken als Kind mit meinen Eltern und irgendetwas ist im Fernsehen gelaufen, wo das einer gemacht hat. Ich kann dir nicht mehr sagen, welche Band oder was. Ich glaube, irgendeine Rockband damals. Und ich habe das gesehen und ich habe das so geil gefunden. Und noch geiler finde ich, dass das niemand macht in der Schweiz. Ja, siehst du nicht. Und dann habe ich gesagt, komm, ich will das mal machen. Dann habe ich das einmal gemacht und Bro, wie soll ich dir sagen, meine Community, die Leute, die an meine Konzerte kommen, Bro, die sind im Moment Familie für mich. Und ich würde am liebsten runter von der Bühne und dort unten mit denen rappen gehen. Und so vor dir mit dem Rappen, weil ich mache ja Storytelling, Bro. Ja, Ich erzähle jedem Song. Am liebsten würde ich so rein erzählen gehen. So, weißt du, unter 4 Augen. Weil alle sind Familie in diesem Augenblick. Und ich brich das
so von Bühne und Publikum, indem ich einfach in die Menschenmenge springe, Bro. Sie geben mir Liebe, indem sie mich auffangen. Ich will ihnen Liebe geben, indem ich zeige, ich vertraue euch, ich will mit euch sein. Schön, Bro. Hure schöner Gedanke. Das ist so mein Gedanke. Und dann immer einen draufsetzen ist halt einfach so, das ist Hero-Style, Bro. Einmal 4 Meter, jetzt einmal 3 Meter, nachher habe ich 4 Meter gemacht. Jetzt muss ich schauen, 4,50 Meter. Irgendwann 10. Wie viel Mal bist du? Weißt du es? Also das Höchste ist 4 Meter. Nein, wie viel Mal Wie viel Mal ich Stage-Dive? gesprungen? Sicher über 20 Mal. Okay. Also ich Stage-Dive will eigentlich bei jedem Auftritt, was möglich ist. Ja. Nicht so wie der vom Frauenfeld. Wo? Aber Hast du Bruder, Mann, der andere ist ein Hurensohn, Mann. Der Künstler. Der Künstler, ich Der finde auch, Skimes. Bruder. Ja, er ist das Problem, finde ich. Ja, auch. Bro, er ist das Problem. Der andere kommt rauf. Sein Idol ruft ihn rauf. Der Skimes ruft ihn rauf und der andere ist so, wow, mein Idol ruft mich rauf. Dann sagt er ihm, nimm Anlauf. Von dort hinten, wo der Junge ist, sieht er gar nicht, wie viele Leute da unten stehen. Und dann schaust du das Idol an und das Idol sagt, nimm Anlauf, spring. Dann springst du einfach. Ja, genau. Sein Interview, er hat ja auch gesagt, ich kann einfach gefallen. Ich gebe ihm nicht die Schuld, er hat die Schuld bei sich gesehen. Aber er hat gesagt, ich habe die Leute, die gesagt haben, spring nicht, hat er es gar nicht gehört. Und Bro, ich glaube ihm, Mann. Der Tunnel bleibt. Eben, wie du sagst, dein Idol sagt, spring, aber dann komm, ich springe einfach. Ja, du willst für ihn das machen, wer sagt, ja. Voll. Der ist ein Arschloch, Bro. Eigentlich hätte jemand raufgehen und ihn runterschupfen, dort genau gleich. Ja, voll. Er hat eigentlich muss sagen, spring nicht, Bruder. Spring Ja. nicht, du siehst doch. Genau. 3 Frauen sind dort. Ja, Also- oder er soll nochmal mobilisieren, kommt führen, hebt ihn. Genau. Aber ja. Das Schwein, Bruder, der regt mich gerade auf. Gerade unsympathisch, Bruder. Gerade Ich schwör's dir, unsympathisch. Ich hoffe, er macht mal einen Stage-Dive und ihm passiert das Gleiche. Ja, voll. Nein, zum Glück ist nichts Schlimmeres passiert, man. Ja, bin ich auch froh. Der andere ist aber ein geiler Sicht, der gesprungen ist. Er hat sogar gesagt, ich bereue es nicht. Ja, voll. Ja, gesagt. Geile Sicht. Ich werde nochmal machen. Geiles Sicht. Brudi, danke 1000 fürs Gespräch. Gern, sehr gern. Hast Danke du für die irgendetwas, Einladung, wo du sagen möchtest? Irgendetwas, wo vielleicht du noch eine Frage im Kopf hast? Brate, jetzt gerade kommt mir nicht in den Sinn. Was ich vielleicht am Schluss noch gerne würde sagen, ist, Loco und Rini bringen nächstes Jahr ihr neues Album. Anfangs nächstes Jahr. Irgendwann die zweite Hälfte vom Jahr kommt auch von mir ein neues Album. Ich bringe das Jahr noch ein Single, sicher. Nächstes Jahr Anfang des Jahr auch gerade an mit der neuen Single. Behaltet mich auf dem Schirm. Die mich noch nicht kennt hat mich gefreut. Schön habt ihr eingeschaltet. Ja, Mann, jetzt haben wir geredet. Geil, Bruder, geil. Danke vielmals fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst, lernen wir voneinander, lachen wir miteinander. Ciao zusammen. Ciao zusammen. Geil, Bro.